Ich bin so wie ich bin und so laufe ich umeinander, so finde ich das lustig und so mache ich meine Musik. Wir machen einen Sound, der eigentlich erstaunlicherweise fast überall funktioniert. Also die Leute gehen eigentlich immer mit. Wir würden jetzt nicht irgendwie so Stubenmusik machen, auch wenn wir das könnten, aber das machen wir nicht. Auch wenn wir akustisch auftreten, dann ist es meistens immer groovy und tanzbar. Wir sind eigentlich eine ziemlich eingeschworene Truppe und es macht eine Wahnsinnslaune und macht einen Haufen Spaß. Dankeschön! Wie habt ihr zueinander gefunden und wie kommt euer Name zustande? Ja, Die zwei waren's. Die zwei. Hauptschuldiger bin ich. Jetzt war's das wieder du gewesen. Und die habe ich als erstes mit ins Boot gezogen irgendwie. Das ist halt jetzt mitgehangen, mitgefangen. Nein, ich bin früher schon allein rumgezogen, so früh im englischen Garten mit Trommel habe ich halt bayerische Stücke, die ich aufgeschrieben hatte, in Reimform und Hip-Hop-Form so vortragen. Und das war eigentlich nur so aus Gaudi und aus Hobby und aus Leidenschaft. Und dann habe ich mir schon gedacht, als ich dann so eine ganze Reihe Lieder, groovige, bayerische Texte hatte, dann habe ich mir schon mal gedacht, irgendwie ist Zeit wird, mal Leute zu suchen, wo man das wirklich in der Band, in die Musikform bringt. Und da, wie das so ist, da trifft man dann schon einen, der kennt einen, der hat irgendwo im Keller ein Studio und checkt da mit Sound umeinander. Und der hat mich halt dann kurzerhand zum Axel mitgenommen. Ja, stelle ich mich gleich mal zu dir, Spätzi. Ja. Dann habe ich bei ihm im Keller einfach, das Mikro brauche ich ja nicht, habe ich bei ihm im Keller dann einfach halt ein paar Mal so Stücke vorgespielt mit der Trommel dazu gerufen, der hat das einfach mitgeschnitten. Irgendwann hat er mir angerufen, du, ich hab was, hört er das einmal an. Und dann hat er halt zu den Sachen, die ich ihm vorgespielt hat und er hat mir gleich Mikros aufgebaut und mitgeschnitten, hat er mir dann die Musik dazu gestaltet und da haben wir dann genau, gewusst, das hat gleich sauber reingehauen irgendwie. Das waren ja die Anfänge von zwei Star. Da waren wir zu zweit. Da liegt vielleicht der Bogen schon nahe zu den zwei Star, weil wir zwei Münchner Urgestore sind, die trotz München ist ja, wie ihr vielleicht wisst, eine weitgehend dialektfreie Zone waren, also zumindest was Bayerische angeht. Und da haben wir gesagt, irgendwie sind wir schon zwei Urgestore und bringen hier in München so einen bayerisch gesungenen Sound wieder, moderneren Sound rein. Und daher kam halt dann irgendwie das Wortspiel, ja, der Einstar, Zweistar, wir sind Zweistar. Und die anderen, wie kamen die anderen Steine dazu? Da haben wir halt dann irgendwie, das ergibt sich eins nach dem anderen. Dann haben wir einen Thorsten kennengelernt, der war auf der Suche und ist auch so elektrophiler, ein elektrophiler Schlagzeuger, der auch mit Kopfhörer schön mitspielen kann. Und dann ist dann der Tom dazugekommen, weil ohne Bass da fehlt da was, das ist eh klar. Der hat dann gleich noch seinen Spätzl, einen Harry und eine Gitarre mitgezogen aus Freising. Und dann irgendwann mal waren wir ganz lang zu fünft und dann haben wir gesagt, irgendwie fehlt immer noch was. Und jetzt ist der Andi seit 2 Jahren, glaube ich, dabei. Halt wissen wir, es war der Andi, der 2 gefehlt Jahre, hat. genau. Das ist jetzt ziemlich genau. Seit 2 Jahren und der hat uns dann, das war noch das Sahnehäubchen auf die ganze Geschichte irgendwie. Seitdem passt es eigentlich voll Kanne. Also, jetzt sind wir komplett. ja. Aber wer weiß, was uns noch einfällt. Ja. Das hätte man noch gut Tänzerinnen. finden. Also ja, eine Tänzerin, ja. Er tanzt eh schon so schön. Scheiß da nix, da fällt da nix, wow, wow, wow. Scheiß da nix, da fällt da nix, wow, wow, wow. Nochmal, alle! Hey, scheiß da nix, da fällt da nix, wow, wow, wow. Scheiß da nix, da fällt da nix, wow, wow, wow. Okay! Und jetzt die Musik, die ihr macht, würdet ihr die als Volksmusik bezeichnen? Natürlich ist das, was wir machen, Volksmusik. Alles ist Volksmusik. Wir sind das Volk. Ist klar, auch ich bin das Volk, oder? Gehört du auch dazu? Ja, wir sind alle das Volk, deswegen ist es automatisch Volksmusik.
Wir machen keine volkstümliche Musik. Also diese klassische volkstümliche Besetzung mit Hackbrett nicht. Genau, also die Unterscheidung ist, glaube ich, schon ganz wichtig bei uns. Also Volksmusik ja, volkstümliche Musik nein. Also ich glaube, so kann man es schon runterbrechen. Also es gibt viel Musik, die wird entworfen von großen Marketingmanagern, von Produktdesignern dann noch kreiert und sich die Figuren dazu geholt und gestylt, hingestellt und gesagt, du machst das jetzt so und so und so und so. Und das Ganze wird dann in einer riesen milliardenschweren Musikindustrie groß fabrikmäßig produziert, als Massenware für das Volk zum Konsumieren hingeschmissen. Das ist für mich keine Volksmusik, auch wenn manches so deklariert wird. Volksmusik ist für mich das, was das Volk selber macht, was aus dem Volk selbst rauskommt. So war es früher. Zwischendurch ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber ich sehe, dass das heute nach wie vor so ist und nach wie vor gültig. Und deswegen sage ich, was wir machen, ist Volksmusik. Reggae music. Den Schluss, den macht dann ich mit er und sie und du und du Okay, und du. okay. Dann Okay. und dann schreie ich noch einmal und dann kommt gleich der Schunkelteil. Der Hüpfteil. Hüpfteil. Machen wir noch einmal normal, dann machst du den Verrückten und dann gehen wir wieder in diesen Dauerquack. Einmal normal und du die. Genau. Machen wir es nochmal, den gleichen Teil und dann spielen wir es halt so, wie es geht. Und du machst ein bisschen Wahnsinn. Das muss ich Und dann steigern, sind wir dieses Dudel Wahnsinn. Da muss kein Loch sein, weil da kann man auch irgendwie dann darüber überleiten. Ne? Und sie. Ja, genau. Läuft als Wahnsinn. Dudelhofer! Wer ist der Dudelhofer? Ist der Dudelhofer? Ja, ich bin der Dudelhofer. Er ist der Dudelhofer. Er ist der Dudelhofer. Er ist der Dudelhofer. Wir sind wir Dudelhofer. Alle sind wir Dudelhofer! Wer ist der Dudelhofer? Er ist der Dudelhofer. Ja, ich bin der Dudelhofer. Er ist der Dudelhofer. Ja, er ist der Dudelhofer. Er ist der Dudelhofer. Wir sind wir Dudelhofer. Alle sind wir Dudelhofer! Wer ist der Dudelhofer? Wer ist der Dudelhofer? Ich bin der Dudelhofer. Da ist der Dudelhofer! Na, er ist der Dudelhofer. Sie ist der Dudelhofer. Wir sind wir Dudelhofer. Alle sind wir Dudelhofer! Wer ist der Dudelhofer? Er ist der Dudelhofer. Ich bin der Dudelhofer. Da ist der Dudelhofer! Da und du überhaupt! Wer ist der Dudelhofer? Alle sind wir Dudelhofer! Da, do, wack, wack, da, do, wack, wack, da, do, wack, ist mein Leben. Da, do, wack, wack, da, do, wack, wack, da, do, wack, ist mein Freit. Jetzt von den Themen her, wir sprachen es vorhin kurz an, also es gibt ja so klassische Volksmusikthemen, also auch Zwiefachen und das ist ja für euch nur irgendwie Mittel zum Zweck, nehme ich an. Also, Wir bedienen uns dieser Stilmittel, um die modernere Musik, die wir ja zwangsläufig machen, dadurch anzureichern, würde ich jetzt mal sagen. also es geht dir mehr über die Musik zu den Leuten oder hat es auch mit den Texten zu tun? Also je nachdem, in welchem Publikumsrahmen, welches Klientel in dem entsprechenden Veranstaltungsort eher verstärkt vorhanden ist. Manche, die achten mehr auf die Texte und lauschen dann, aber es ist schon so, gerade die Jugend, da muss eher der Sound knackig sein. Ich finde es einfach auch geil, dass unsere Texte, also sogar meine Kinder mit 3 Jahren singen und meine Mama mit 75 singt. Also sie passen für alle und für viele und das ist einfach, das ist überhaupt das, was Zwarst da ausmacht. Das war doch deine Schwiegeroma, die mal da war mit knapp 80, die auf dem 85, Konzert war. 85. Mit 85 und die total begeistert war. Gemeint, irgendwie Das super. stimmt, ja. Ich gehe ja sonst selten auf Konzerte und Rockmusik schon gleich gar nicht, aber das fand ich wirklich super. Was mir eigentlich immer wieder wahnsinnig begeistert, vor 2 Wochen waren wir auf einem großen Festival in Oberaudorf, was ganz viele junge Leute organisiert haben, alle so um die 20 und die Bands, die mitgespielt haben, die waren eigentlich im Schnitt 10, 20 Jahre jünger als wir und trotzdem schaffen wir es eigentlich, so den Kontakt zur Jugend herzustellen und auch 500, 600 Leute, die alle Kids sind, und eigentlich schon ihren ganz speziellen Kid-Sound hören, die reißen wir schon mit. Also, Party machen wir heute. Ich bin der Bauer
Moos hockt er außen durch, sagt er, und der Moos sagt er, der Ring ist durch, sagt er, der reiche Masse sagt er, der Ring ist durch, sagt er, Kamperkohler sagt er, mir was hoch, oi, ey, oi, ey, oi, ey, oi, 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 ey, oi, ey, oi, ey, oi, oi, ey, oi, ey, oi, ey, oi, oi, ey, oi, ey, oi, ey, oi, ja, Mama Beat! Spielen so gesellschaftliche Themen oder Politik bei euch eine Rolle? Spielt immer mit rein. Also Politik, ich sage jetzt mal so gesellschaftlich eher in dem Kontext, ich muss mich fast auf Lieder beziehen, irgendwie wie bei dem Titel, bei dem Lied mit dem frechen Titel Du mi auch, wo es einfach auch darum geht, sich nicht alles einreden zu lassen von was weiß ich, Marketing, Politik und allem, so vieles, was uns einreden wollen, was wir als wollen oder müssen, so in Daten, und vieles davon ist einfach gar nicht so wichtig. Und das ist mir schon praktisch das, wir haben Freiheiten, wir leben in einem freien Land, sagen's uns allweil. Die Freiheiten kann man sich einfach nehmen, auch wenn, dann muss man es einfach nehmen. Gell? Sie tragen es jetzt einem nicht wirklich nach. Und davon singen ja, hey Leute, Freistaat, wir leben in einem freien Land, also tue ich auch, was ich will. Zeig mal her hier das T-Shirt. Haha. Du mir auch. Genau. Du mir, das ist der Bauernbeat. Du mir. Ja, Sachen und ja, da hier, da findest du ja gar nichts mehr. Juhu, was ich will machen. Radiowecker, Börsentecker, Martha, der sei hier. Was parieren wir's wieder, mal die Dividenden einführt. Wir verfolgt mit Schwarz auf der Stirn, wo du die Wiesen immer schön. Soll er investieren, es soll er nur transpirieren. Ja, du mir! Ja, du mir! Ja, du mir! Wenn wir heuer nicht in Urlaub fahren, dann kann man nur viel mehr als fahren. Hurra! Auf geht's! Du mir, du mir, du mir, yeah, du mir, du mir, du mir, yeah, du mir, du mir, du mir, yeah, du mir. Die Ideen und die Poesie, das muss sich ja bei dir ergeben, durch ein Lebensgefühl, durch irgendeine Einstellung. Genau das. Wie, Also ich gehe da sozusagen auch zum Sammeln, zum Ideensammeln. Ich renne in die Wälder und Wiesen. Ich darf jetzt nicht sagen, dass die Lieder da so im Unterholz wachsen, die man dann so abschneidet, vorsichtig rausschneidet. Nein, die wachsen dann bei mir im Kopf durch die Bewegung und das, was man alles sieht und aufnimmt. Ich sage einmal so, was waren die Worte vielleicht, dass ich mein Freigeist den nötigen Freiraum gebe, dass er sich auch entsprechend entfalten kann. Und da entsteht die Muße, dass einem die Texte einfallen und die kommen dann von allein. Also auch die Melodien kommen von allein. Die kommen unterwegs, ich lauf so und da kommt so wie zum Beispiel bei dem Genie Dog so eine Melodie wie das na 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 la 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 la. So kommt da so eine Melodie, bohrt sich in meinen Kopf rein, die singe ich dann immer so. Manche Leute schauen dann sauber blöd. Wenn die ums Eck kommen, die kommt da so dahergelaufen. Die Wildsau hat prescht davor. Hat neulich einer gesagt, irgendwie schaut mich so an. Man, jeder Vogel wirkt sich anders aus. Eine sammelt Münzen, der andere stapelt Bücher. Der nächste sammelt Briefmarken, so mancher noch viel lieber. Geht auf der Bank, gut verstaut im Panzerschrank. Auch ich sammel leidenschaftlich und für mein Leben gern. Ich sammel nur schöne Tage, ich sammel schöne Stunden, dass ich gelebt hab ich gelebt. Na, das nimmt man gar nicht mehr weg. Ich sammel schöne Tage, ich sammel schöne Stunden, dass ich gelebt hab ich gelebt. Na, das nimmt man gar nicht mehr weg. Und das alle. La 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 la, schöne Tage, la 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 la, la 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 la. Wir wünschen euch, wir wünschen euch viele.
Dankeschön, fürs euch und viel Spaß. Viel Spaß und Freude noch. Und viele, viele schöne Tage.